Morgen bete ich für offene Augen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns offene Augen schenkst. Dass wir deine Gegenwart sehen können, dass wir deine Liebe sehen können, dass wir deine Größe sehen. Amen. Amen. Wo auch immer du heute Morgen bist, da bei uns, vor dem Bildschirm, hier unten im Übertragungsraum, herzlich willkommen. So schön sind ihr da. Wir freuen uns, dass wir in Jesus als ganze Kirche versammelt sein dürfen, auch wenn wir Distanz haben. Mein Name ist Dunja Wittrich, das ist der Micha, mein Mann, und wir dürfen euch heute Morgen durch den Gottesdienst begleiten. Wir möchten euch bitten, heute Morgen, auch wenn es irgendwie normal geworden ist, dass wir Abstand halten, dass man Rücksicht nimmt auf andere, dass man manchmal vielleicht auch ein bisschen verhalten ist, heute Morgen lasst euch nicht davon abhalten, Gott zu loben, Gott alle Ehre zu geben und mit eurem ganzen Herz, mit eurem ganzen Körper, mit eurem ganzen Sein sein, in dem Moment von dem Gottesdienst. Wenn du vielleicht heute Morgen vor dem Bildschirm hockst und alleine bist oder vielleicht mit deiner Familie oder Kleingruppe vor dem Bildschirm hockst, hey, stand auf für den Lobpreis. Gib alles für den Lobpreis. Heute Morgen dürfen wir Gemeinschaft haben in Jesus. Und die Gemeinschaft, die ist durch die Distanz nur echt, wenn wir wirklich daran glauben und wirklich dabei sind und wirklich alles auch geben, um die Gemeinschaft zu geniessen und leben und zum Gott die Ehre geben. Und auch wenn du hier im Übertragungsraum bist, hey, bist wirklich dabei. Mach wirklich mit. Hock nicht einfach da, sondern gib deinen Körper mit rein in diesen Gottesdienst. Und natürlich auch alle da oben, die vielleicht ein bisschen verhalten sind. Es hat irgendwie so Kameras und so. Die meiste Zeit werdet ihr nicht gefilmt. Also ihr dürft wirklich einfach euren persönlichen Lobpreis haben, euren persönlichen Moment mit Jesus. Und in dem Moment werdet ihr nicht plötzlich nachher auf allen Bildschirmen daheim sein. Fühlt euch wohl, fühlt euch willkommen in unserem Gottesdienst. Hey, ja, genau. Es gibt noch ein paar Regeln, die wichtig sind, dass wir uns möglichst an die halten. Ihr habt ja sicher alle mitbekommen, die neue Standard ist 1,5 Meter. Wir behalten 2 Meter bei, weil dann können wir Lobpreis machen. Dann dürfen wir alle miteinander singen. Also ihr seid eingeladen, heute Morgen auch zu singen. Und das bedeutet auch, der Raum ist eigentlich recht bewusst so eingerichtet, wie er ist. Die Stühle haben wir sehr bewusst so platziert, wie es ist. Und darum möchten wir euch wirklich auch bitten, die Stühle dort stehen zu lassen, wo sie sind. Nicht umzuschieben, neu formieren oder so, sondern die sind bewusst so gesetzt, wie sie sind. Also bitte auch unbedingt so lassen. Auch nachher, wenn wir noch Kaffee miteinander geniessen, es gilt nach wie vor Abstand halten. Ja, bitte haltet euch dran. Wir wollen ja nicht die sein, die in der Zeitung dann erwähnt werden als ein Super-Spreading-Event oder irgend so etwas. Wir möchten bekannt dafür sein, dass wir Jesus verteilen und nicht Corona. Amen. Am 24. September 1993 hat sich mein Leben radikal verändert. Ich war dann gerade mal 4 Jahre alt, aber mein Leben hat sich komplett verändert. Vorher habe ich, wenn meine Eltern gesagt haben, «Schau mal, Dunja, dort oben hat es ein Flugzeug», habe ich gemacht, «Hä?» Ich habe kein Flugzeug gesehen. Wenn meine Eltern gesagt haben, «Schau mal da, hat es einen Fisch im Wasser», ich habe nicht einmal angeschaut, es lohnt sich nicht, ich sehe den Fisch eh nicht. Aber am 24. September 1993 habe ich meine erste Brille bekommen. Und meine Mami erzählt, ich mag mich leider nicht daran erinnern, aber meine Mami erzählt, ich sei auf den Boden geknündelt und habe geschaut, wie das Gras einzelne Helmchen hat. Ich habe das nicht gesehen, dass das Gras einzelne Helmchen hat. Aber dann, mit der Brille, habe ich das zum ersten Mal in meinem Leben sehen. Und es hat wirklich sehr viel verändert in meinem Leben. Raya und ich haben relativ wenig gemeinsam. Er ist sehr viel mehr so wie du, Dunja, gell? Aber etwas teilen wir. Wir sehen beide eigentlich ziemlich gut. Aber wenn wir etwas suchen müssen, dann sind wir mit Blindheit geschlagen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenn du am Raya sagst, hey, geh mal ins Zimmer und hol das, er geht in das Zimmer und macht den. Wo ist es? Ich sehe es nicht, es ist nicht da. Geht mir auch so, wenn ich etwas suchen muss, obwohl ich eigentlich relativ gut sehe, bin ich plötzlich blind.
gleiches Erlebnis, ich tue sehr gerne Pilze suchen, die sehe ich dann wieder. Aber andere Leute, die stehen auf Pilz und sagen, das hat kein Pilz, oder? Und dann sagst du, ja, der Steinpilz ist da, ein Santi neben deinem Fuß, du stehst drauf. Es ist spannend, wie gewisse Leute nichts sehen und doch ganz viel und andere, die viel sehen, überhaupt nichts sehen. Und in der Predigt werden wir noch ein bisschen mehr über das Gesehen und Nicht-Gesehen hören. Und ich darf jetzt gerade noch für dich beten, Micha. Hey Jesus, danke vielmals für den Micha. Danke vielmals für die Erkenntnis, die du ihm geschenkt hast, dass er heute Morgen dein Wort verkünden darf. Micha, ich segne dich im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist und ich spreche seine Autorität über dir aus, dass du darfst heute Morgen Gottes Wort verkünden und dass er durch dich wird reden. Amen. Wer sieht eigentlich was? Wer sieht eigentlich was, ist die grosse Frage, die uns heute Morgen in dieser Predigtserie, in dieser Predigt wird beschäftigen. Wer sieht eigentlich was? Wir sind ja mitten in unserer Serie drin, wo es um die 7 Zeichen vom Johannesevangelium geht. Und heute Morgen haben wir das 6. Zeichen von diesen 7, die wir miteinander anschauen dürfen. Und behaltet die Frage ganz fest im Vordergrund. Wer sieht eigentlich was? Wir dürfen heute Morgen ganz viel Bibel miteinander lesen und ihr dürft euch freuen, es ist genial. Ich freue mich richtig drauf, mit euch dürfen Bibeltext auseinandernehmen. Das 7. Zeichen, dem widmet der Johannes in seinem Evangelium ein ganzes Kapitel. Also es sind Vers 1 bis 43 und wir tun das heute Morgen alles lesen. Ich habe den einen oder anderen Vers rausgenommen, um es ein bisschen zu verkürzen, aber wir tun heute wirklich viel Bibel miteinander anschauen und ihr könnt euch wirklich darauf freuen. Es ist ein 3-teilter Bibeltext und wir steigen gerade ein mit dem ersten Teil, nämlich dem Wunder selber am Zeichen. Das ist die Heiligung, die Heilung vom Blindgeborenen. Wir lesen im Johannes 9, Vers 1 bis 11. Und zwar steht dort Folgendes: Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch dies seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Shiloach und wasch dir das Gesicht. Das hätte er wahrscheinlich nicht zweimal müssen sagen, gell? Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Das ist das Zeichen, das der Johannes uns da überliefert. Ein Blindgeborener sieht wieder. Und es ist sehr, sehr wichtig und es wird mehrmals betont, dass der Mann blind geboren ist. Das ist, wenn du die Bibel liest und schon dich mit Jesus auseinandergesetzt hast, dann weisst du, er hat ja nicht nur einen geheilt, der blind war, sondern er tut regelmäßig Menschen heilen, die blind sind. Aber das ist eine ganz spezielle Situation. Und der Johannes wählt das Zeichen spezifisch aus. Und es wird mehrmals betont, dass der eben blind geboren war. Und vielleicht hast du dich schon gefragt, okay, wieso ist das wichtig? Wieso muss ich das wissen? Weil es ist aus folgendem Grund wichtig. Im Jesaja 29, Vers 18, bevor wir den Bibeltext anschauen, möchte ich noch schnell ausholen.
Vor 2 Wochen haben wir ja schon zum ersten Mal über messianische Erwartungen geredet. Vielleicht möchtest du dich noch erinnern, vielleicht hast du die Predigt ja gesehen, wo es ums Manna gegangen ist, wo vom Himmel soll regnen. Haben wir darüber geredet, dass das Volk Israel fest auf den Messias gewartet hat, dass sie gehofft und geglaubt haben, dass jetzt dann bald der Messias wird kommen. Und sie sind auch sicher gewesen, wenn dann der Messias kommt, gibt es Zeichen, wo uns als Volk wird bestätigen, dass jetzt der Messias da ist. Das Zeichen, das wir das letzte Mal vor 2 Wochen angeschaut haben, ist eben gewesen, dass Manna vom Himmel wird regnen. Und Jesus hat ja die Erfüllung von dem Wunder gezeigt. Ist selber die Erfüllung gewesen. Er selber ist das Brot gewesen, das vom Himmel geregnet hat. Und so gibt es messianische Erwartungen, Sachen, die Leute erwartet haben, gedacht haben, dass passieren wird, wenn dann der Messias kommt. Und heute Morgen, bei diesem Zeichen, schauen wir ein weiteres von diesen Zeichen an, die sich erfüllt hat. Im Jesaja 29, Vers 18, liest ich folgenden Text. An jenem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis heraus sehen. An jenem Tag, sagt Jesaja. Und der jenem Tag ist nicht irgendein Tag, sondern es ist ganz klar definierter Tag. An jenem Tag ist der Tag des Herrn. Und die Erwartung vom Volk Israel war, hey, es kommt irgendwann mal ein Tag, an dem Tag, am Tag des Herrn, wird Gott unser Volk erretten. Er wird uns aus der Gefangenschaft herausführen und er wird uns wieder frei machen. Wenn der Tag kommt, auf den freuen wir uns. Was wird passieren? An jenem Tag werden die Blinden wieder gesehen. Wenn das nicht langt, kannst du noch ein bisschen weiter schauen. Im Jesaja 35, Vers 5. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Also wenn dann der Tag vom Herrn kommt, wo er uns befreien will, dann werden Blinde sehen und Taube werden hören. Das ist ein messianisches Zeichen. Und dann, um noch ein bisschen klarer zu machen, wie genau das dann die Blinden werden sehen, was muss passieren? Du musst ein bisschen später im Jesaja lesen, Vers 41, Vers 1 und Vers 6. Dort sagt Jesaja Folgendes: Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Hey, vielleicht ein kurzer Flashback. Ein bisschen vorher im Evangelium lesen wir, wie Jesus am Jordan getauft wird. Vom Johannes der Täufer. Wo Jesus ins Wasser hineingeht, kommt der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus. Und Jesus wird erfüllt vom Heiligen Geist. Und eine Stimme aus dem Himmel sagt hörbar für alle, die dort waren: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Weißt du, es war nicht einfach ein Pep-Talk von Gott zu Jesus. So, hey Jesus, du hast das, du schaffst das, kommt gut, wow, so gut. Hey, ich habe Freude an dir, kommt gut. Nein, Gott hat die Stimme aus dem Himmel, ist bewusst gewesen, ganz klar für jeden hörbar, der dort war, an dem ich wohlgefallen habe. Einfach zum sicher sein, dass jeder, der da drumherum ist, versteht, was da vor euch passiert. Wer da wandelt vor euch, ist nicht ein gewöhnlicher Mensch, sondern das ist mein auserwählter Knecht. Das ist der den Tag wird herbeiführen. Das ist der euch wird frei machen wird, wo einen neuen Bund wird schliessen. Das ist er. An dem habe ich wohlgefallen. Der Heilige Geist ist auf ihm. Jeder hat es gesehen, wie es auf ihn oben runtergekommen ist. Und wie eine Stimme aus dem Himmel gesagt hat: An dem Knecht habe ich wohlgefallen. Und was wird der Knecht tun? Vers 6. Durch dich schließe ich einen Bund mit den Menschen, ja, für alle Völker mache ich dich zu einem Licht, das ihnen den Weg zu mir zeigt. Den Blinden sollst du das Augenlicht geben und die Gefangenen aus ihren Zellen holen. Wow. Und jetzt hast du Jesus, wo ein Mann, der blind geboren ist, heil macht, sehend macht, ihm das Augenlicht zurückgibt. Also, beim Manna hast du ja noch diskutieren, oder? Hast du ja sagen, ja gut, okay, aber der Mose hat es dann für 40 Jahre lang regnen lassen und hast du noch argumentieren hinten und vorne.
ich glaube, jedem, wo das Wunder von einem Blindgeborenen, darum ist das so wichtig, dass er blind geboren ist. Weißt du, Jesus hat nicht irgendwie einen Unfall rückgängig gemacht oder hat irgendwie einen grauen Star behandelt von einem, der mal etwas gesehen hat und dann ist irgendetwas passiert und dann hat er nichts mehr gesehen. Jetzt hat Jesus so etwas gemacht, was wieder rückgängig gemacht hat, auf das er wieder etwas gesehen hat. Nein, der Mann ist blind geboren. Und Jesus gibt ihm die Sicht zurück. Für jeden, der dort war, mit messianischer Erwartung, ist das so klar wie Tag gewesen, dass das ein Zeichen ist, dass jetzt der versprochene Knecht da ist, dass jetzt der Messias vor ihnen steht und dass jetzt der Tag des Herrn anbricht. Klar gewesen. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem gewesen. Weißt du, das ist nämlich das Problem. Man hat auf die messianische Erwartung hin auch bestimmt, wie man dann prüft, wenn so ein Mann kommt, wie der soll geprüft werden und was muss passieren, um ganz sicher zu sein, dass das jetzt der Knecht ist oder dass es eben der Messias ist. Macht ja Sinn, oder? Könnte ja jeder behaupten. Und hat übrigens auch der ein oder andere Mann noch behauptet, dass er der gesandte Messias ist. Und Pharisäer, also die schriftgelehrten Führer, die geistlichen Führer vom Volk Israel, haben sich überlegt, was dann genau muss passieren und haben ein Prüfverfahren ausdenkt. Könnte die Schweizer sein, oder? Haben sich genau überlegt, okay, wenn dann der Messias kommt, muss er die Checkliste A, B, C und D erfüllen und dann wissen wir, dass das der Messias ist. Also sie haben ein relativ gutes System sich ausgedacht, oder? So ähnlich wie wir, oder? Mit Corona, 2 Meter Abstand, da rein und da raus. Und genau so haben sie sich das durchdacht und haben die Checkliste durchgemacht. Das Problem ist, sie haben die Checkliste mit Jesus auch durchgemacht. Und sie sind zum Schluss gekommen, dass Jesus nicht der verheißene Messias ist. Dass der Jesus nicht der ist, auf das Volk soll warten. Und das haben sie auch jedem schon gesagt. Das sehen wir dann später im Text, wenn wir weiterlesen. Sie haben beschlossen, dass jeder, der behauptet, dass Jesus Messias ist, der muss zu den Synagogen ausgeschlossen werden. Weil wir haben schon beschlossen, es ist klar, das ist nicht der Messias. Das Problem war übrigens, dass Jesus die Frechheit hatte und am Sabbat geheilt hat. Das ist ja unter aller Sau geht nicht, darum kann das nicht der Messias sein. Haben die Pharisäer beschlossen und allen schon gesagt. Und jetzt kommt da einer und der heilt einen, der blind geboren ist. Sehr, sehr mühsam. Wirklich mühsam. Und das bringt uns zum zweiten Teil von dem Zeichen, zum zweiten Abschnitt. Und das ist die Überprüfung. Jetzt kommen die Pharisäer und überprüfen, was da eigentlich genau passiert ist. Und ich sage euch, jetzt wird es richtig gut. Jetzt tun wir relativ viel Text miteinander lesen und es lohnt sich absolut. Es ist richtig einfach schön, die Bibel so zu lesen. Jetzt kommen die Pharisäer und diesen Abschnitt haben wir den Namen gegeben, Überprüfung. Nun fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er auf einmal sehen konnte. Er hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen, antwortete er, dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und seitdem kann ich sehen. Übrigens, die Story erzählt er jetzt schon zum 5. Mal oder so, weil alle fragen dann, wie ist das genau passiert. Und der Blindgeborene, wir nennen den jetzt einfach so, weil die Bibel gibt uns keinen Namen, das ist jetzt der Blindgeborene. Er erzählt, ja, Bodenspeuzen, Brille machen, Augen waschen, gesehen. Das ist die Story, oder? Und er erzählt die Story immer und immer wieder. Die Pharisäer fragen dann, okay, was ist passiert? Ja, Brille, Augen waschen, gesehen. Und dann fangen die Pharisäer miteinander an diskutieren und sagen, ja okay, wie kann das sein, was ist da passiert? Und sie sind sich uneinig, auf jeden Fall geht es dann weiter in dieser Story. Schließlich wandten sie sich wieder an den, der blind gewesen war. Was sagst du über ihn? Jetzt fragt jetzt der Blindgeborene, was er zum Messias sagt. Fragten sie, dich hat er ja von deiner Blindheit geheilt. Er ist ein Prophet, antwortete der Mann. Aber die führenden Juden wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen war und nun sehend geworden war. Weil es kann nicht sein, was nicht darf sein. Versteht ihr? Das kann nicht sein, weil das darf nicht sein. Weil wir haben ja schon beschlossen und verkündet und allen gesagt, das ist nicht der Messias. Es kann ja jetzt einfach nicht die Wahrheit sein, dass der tatsächlich einen Blinden geheilt hat.
Alright, was machen wir? Neuer Plan? Wir holen mal seine Eltern. Vielleicht können seine Eltern uns weiterhelfen und sagen, ja, nein, der hat im Fall schon gesehen und der hat einfach einen Trick gehabt, um ein bisschen Geld besser und einfacher zu erbetteln. Also zitieren die Eltern vom blindgeborenen Herrn. Deshalb ließen sie die Eltern des Geheilten rufen und fragten sie, ist das euer Sohn? Ihr behauptet, er sei blind geworden. Wie kommt es dann, dass er auf einmal sehen kann? Bitte schön, kann mir das jemand erklären? Ihr sagt, der ist blind, aber der ist ja gar nicht blind. Was ist da los? Die Eltern antworteten, wir wissen, dass das unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Und wer ihn von seiner Blindheit geheilt hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn selbst. Hinter schon, eben, Brille, Augen, Waschen, gesehen. Es ist nicht so kompliziert. So ist es passiert, oder? Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Also zurück auf Feld 1. Oder der mit den Eltern hat nicht so geklappt. Die haben nicht das gesagt, was sie eigentlich hören wollten. Also müssen wir jetzt irgendwie wieder mit dem Mann nochmal reden und den müssen wir jetzt irgendwie durch Lüge überführen. Oder? Das ist so der Plan gewesen. Jetzt müssen wir wieder mit dem reden, der blind geboren ist. Und das ist die Strategie. Oder? Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit. Also jetzt sagst du, komm, jetzt kannst du zugeben, das hat nicht gestimmt, oder? Forderten sie auf. Wir wissen, dass jener Mensch ein Sünder ist. Und es geht da um Jesus, die Diskussion. Weil eben, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Also das ist ein Sünder, der kann dich nicht geheilt haben. Es kann nicht sein. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwiderte der Geheilte. Aber eins weiß ich war blind und jetzt kann ich sehen. Was hat er denn mit dir gemacht? Wollten sie noch einmal genau wissen? Jungs, Brille, Augen, Waschen, gesehen. Es ist nicht so kompliziert. So ist es passiert. Was wollt ihr noch hören von mir? Was kann ich euch noch sagen? Das ist die Story. Und jetzt, richtig schön. Ich habe euch doch schon einmal gesagt, entgegnete er. Aber ihr habt wohl nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Hey, so gute Frage, oder? So, Jungs, was läuft mit euch? Wie viel Mal müssen wir diese Story jetzt noch erzählen? Wie viel Mal wollt ihr es noch hören? Es ist tatsächlich so, ich bin blind gewesen und jetzt kann ich sehen. Und ihr sagt mir, das ist ein Sünder und das kann nicht sein. Aber weißt du was? Je länger ich mit euch Pharisäer rede, je länger ihr Klois mich plagt, habe ich weniger Lust auf euch zu hören. Und ich überlege mir je länger je mehr, ob ich nicht eigentlich den Messias nachlaufen sollte. Ja, der mich geheilt hat. Ich laufe lieber ihm nach. Ich folge lieber ihm als euch. Da wurden sie wütend. Du bist sein Jünger, schrien sie ihn an, oder? Und er, also in dem Fall bin ich halt sein Jünger. Euch wollt ihr ganz sicher nicht nachfolgen, oder? Die Geschichte endet folgendermaßen. Darauf antworteten sie nur, nachdem sie noch gestürmt haben, du bist ganz und gar in Sünden geboren. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie warfen ihn hinaus. Quintessenz nach dieser Story, der Blindgeborene wird zu der Synagoge rausgeschmissen. Ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Weil eben passiert ist, was nicht sein darf. Und die ganze Welt hat eigentlich sollen erkennen, was offensichtlich ist. Da ist einer, der blind geboren war. Und ein anderer ist gekommen, wo Gott den Heiligen Geist auf ihn da hat und gesagt hat, an dem habe ich wohlgefallen. Und hat den Blindgeborenen geheilt, hat ihm Augenlicht zurückgegeben. Das Zeichen so offensichtlich, wie es nur sein kann. Und du stellst eigentlich mehr die Frage, wer sieht eigentlich was in dieser Geschichte genau? Wer sieht da was in dieser Story drin? Du bist einer, der nichts gesehen hat und jetzt sieht. Und der kommt langsam aber sicher zu dieser Erkenntnis, dass der ihn geheilt hat, mehr ist als einfach nur ein Prophet. Mehr ist als nur ein Mensch. Und du hast da andere, die ganz viel natürlich sind, aber geistlich überhaupt nichts sehen. Mögt ihr euch noch erinnern an den Anfang? Wie es angefangen hat. Die Jünger fragen, Jesus, wer ist die schuld, dass der Mann nichts sieht? Ist er der Sünder oder sind seine Eltern der Sünder?
Und siehst, zu welcher Konklusion, dass da die Pharisäer am Schluss gekommen sind. Du bist ganz und gar in Sünde geboren, darum bist du überhaupt erst mal blind gewesen, weil du ein Sünder bist. Und Jesus macht so klar, dass es in dieser Situation um andere, dass es um geistige Augen geht. Dass es nicht darum geht, was du mit deinen natürlichen Augen kannst sehen, sondern dass du tiefer musst sehen, dass du das musst sehen, was dahinter ist. Darum sagt Jesus am Anfang, nichts davon ist der Fall. Und hey, wie gerne würden wir das jetzt noch genauer anschauen und auspacken. Das Verhältnis von Sünde und Leid. Wer ist die Schuld und wie funktioniert das genau? Wichtig für uns ist, dass Jesus sagt, nichts ist von dem, was ihr das Gefühl habt, wahr. Ihr beurteilt mit euren natürlichen Augen, aber ihr könnt geistig noch gar nicht schauen. Ihr seht die Situation nicht für das, was es ist. Es geht um ein Zeichen. Der Mensch ist blind, auf das die Welt darf sehen, dass ich der Messias bin. Um diese Augen geht es. Wer sieht was? Die Pharisäer haben es nicht gesehen. Absolut blind für die geistliche Wahrheit, für das, was wirklich passiert. Und das bringt uns zum dritten Teil von dieser Story. Vom Text, den wir heute Morgen miteinander anschauen, nämlich die Bedeutung, die Erklärung von dem Zeichen. Johannes erzählt nachher, wie der Mensch, der Blindgeborene, wieder auf Jesus trifft. Und das kannst du lesen im Johannes 9, 35 bis 40. Jesus hörte, dass sie den Geheilten aus der Synagoge ausgeschlossen hatten. Er hat eine Namensänderung bekommen, habt ihr es gemerkt? Jetzt ist er nicht mehr der Blindgeborene, jetzt ist er der Geheilte. Einen neuen Namen hat er bekommen. Als er den Mann wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Herr, sag mir, wer es ist, damit ich an ihn glauben kann, erwiderte der Geheilte. Du hast ihn schon gesehen und in diesem Augenblick spricht er mit dir, gab sich Jesus zu erkennen. Ja, Herr, rief jetzt der Mann, ich glaube. Und er warf sich vor Jesus nieder. Jesus sagte, ich bin in diese Welt gekommen, damit sich an mir die Geister scheiden. Die Blinden sollen sehen können, aber alle Sehenden sollen blind werden. Einige Pharisäer standen dabei und fragten ihn, soll das etwa heißen, dass wir auch blind sind? Jeder Lehrer behauptet ja immer, es gibt keine dumme Fragen, gell? Aber also diese Frage in dieser Situation, die solltest du dir jetzt einfach verklemmen. Ich meine, das ist ein Steilpass, oder? Aha, sagst du in dem Fall, wir sind blind? Wir haben ja schon ausgepackt und erklärt, dass es da um Schrifterfüllung geht aus dem Jesaja. Wir haben 3 Stellen aus dem Jesaja angeschaut. Und wir können getrost davon ausgehen, dass die Pharisäer genau gecheckt haben, was jetzt da passiert und welche Bibelstellen dass sie genau diskutieren. Und das Interessanteste ist, eine der bekanntesten Stellen aus dem Jesaja ist die Berufung vom Jesaja selber. Der Moment, wo Gott ihn ruft und zu seinem Prophet macht, zu seinem Stimmrohr macht. Kannst du davon ausgehen, die Pharisäer haben die Bibelstelle gekannt. Und wenn du die Bibelstelle jetzt liest, erkennst du, was für ein Eigengoal die Frage war, wo die Pharisäer gefragt haben, aha, sagst du in dem Fall, wir sind blind? Weil die Berufung vom Jesaja tönt folgendermaßen. Jesaja 6, 9 bis 10. Da sprach er, geh, also er ist Gott, Gott, der jetzt zum Jesaja redet. Da sprach er, geh und sag diesem Volk, hört mir zu, ihr werdet doch nichts verstehen. Seht nur her, ihr werdet doch nichts erkennen. Sag ihnen das und mach ihre Herzen hart und gleichgültig. Verstopf ihre Ohren und verkleb ihre Augen. Was für ein Eigengoal. Aha, sagst du in dem Fall, wir sind blind. Es war schon vor Ankündigung, dass Zeichen werden passieren. Dass der Messias wird Augen auftun. Und dass ihr trotzdem, dass ihr alles seht, verklebte Augen habt, nicht wollt sehen, nicht könnt sehen, weil in eurer Arroganz
habt ihr schon beschlossen, dass ja der gar nicht kann der Messias sein. In eurer Unbelehrbarkeit sind ihr nicht parat gewesen, geistlich zu sehen. Also wer sieht eigentlich? Du hast einen blinden Mann, der natürlich die Augen geheilt bekommen hat und dann geistlich angefangen zu sehen hat. Es gibt eine wunderschöne Progression von dem Blindgeborenen, der jetzt geheilt ist. Wir nennen ihn ab jetzt den Geheilte, weil er ist jetzt der Geheilte. Es gibt eine wunderschöne Progression, wie er Jesus erkennt. Ganz am Anfang von der Geschichte, ganz am Anfang von dem Kapitel, wo er gefragt wird, hey, wieso bist du geheilt? Sagt er über Jesus, das kannst du die nächste Folie einblenden. Sagt er über Jesus, dieser Mann. Jesus ist der Mann, der mich geheilt hat. Dann ein bisschen später sagt er, der Prophet, das ist ein Prophet. Jesus ist ein Prophet im Gespräch mit den Pharisäern, sagt er, das ist ein Prophet. Noch ein später kommt er zum Schluss, weißt du was, ich glaube, ich sollte dem Propheten nachfolgen. Der ist es wert, nachgefolgt zu werden. Ich muss dem nachfolgen. Und fragt die Pharisäer, wenn ihr ihm auch nicht nachfolgen, eigentlich sollten wir alle dem nachfolgen. Noch ein bisschen später sagt er, das ist einer, der von Gott geschickt worden ist. Der ist von Gott. Und am Schluss erkennt er, wer Jesus wirklich ist. Dass er anbetungswürdig ist. Und er knündelt vor Jesus her und fängt ihn an anbeten. Wer sieht was? Der Blindgeborene sieht nicht nur natürlich, er sieht auch geistlich. Kommt zu dieser Erkenntnis, wer Jesus wirklich ist. Knündelt vor ihn nieder und fängt ihn an anbeten. Und du hast auf der anderen Seite Pharisäer, die in ihrer Sturheit, Arroganz und Unbelehrbarkeit geistlich absolut blind sind. Ich habe den Wunsch, heute Morgen geistlich zu sehen. Ich wünschte mir, dass ich sein darf wie der Geheilte, wo immer tiefer wächst in der Erkenntnis, wer Jesus ist. Immer mehr anfängt zu verstehen, wer Jesus genau ist. Auf das auch ich am Schluss darf wissen und kapieren und verstehen, was der Plan Gottes ist. Dass ich die natürliche Welt mit seinen Augen darf beurteilen und kann verstehen, um was es ihm geht, was ihm wichtig ist, was sein Herzschlag ist. Und ich wünsche mir das Gleiche für euch auch, dass ihr geistliche Augen entwickeln dürft, dass wir geistliche Sichten bekommen, dass wir immer mehr verstehen, wer Jesus ist, dass wir gleich wachsen in der Erkenntnis, wie der Geheilte, ein Mann, ein Prophet, ein nachfolgenswürdig, einer von Gott, der Messias, der es wert ist anzubeten. Ich wünsche mir für dich, dass du heute Morgen geistliche Augen entwickeln. Was es braucht, ist eine Demut wie der Geheilte und nicht eine Arroganz und Unbelehrbarkeit wie die Pharisäer. Das ist mein Wunsch für mich heute Morgen. Ich möchte jetzt beten, dass Gott mir neu ein demütiges Herz gibt. Auf das ich neu verändert werde und dass meine Augen auf Sachen sehe, die ich vorher nicht sehen konnte. Wenn dir das auch so geht, wenn du sagst, ja, ich möchte auch anfangen geistlich sehen, ich möchte das auch verstehen, ich möchte auch mehr von Jesus verstehen, ich möchte mehr den Herzschlag Gottes hören und ich möchte offene Augen und offene Ohren haben, dann möchte ich dich jetzt in dem Gebet einschliessen. Also wenn ich bete, dass Gott doch in mir Demut entstehen lassen, auf das ich mehr sehen darf und du sagst, hey, ich möchte auch, dann darfst du am Schluss mit mir zusammen einfach Amen sagen. Und das Gebet ist für dich. Und nachher, weißt du, was machen wir nach dem Gebet? Wir machen, was der Geheilte gemacht hat. Wir gehen auf unsere Knie und beten den Jesus an. Wir steigen nachher gerade in eine Zeit von Lobpreis. Und ich lade euch ein, einfach in dieser Erkenntnis, wer Jesus ist, wie der Geheilte. Gebt ihm alles, fängt ihn an anbeten, erhebt ihn, weil er ist absolut würdig. Er ist der, der die Blinden sehend macht und die Tauben hörend. Jesus Christus, wir stehen da und wir staunen über was du da hast. Wir staunen, wie
beeindruckend, genial du Schrift erfüllt hast. Wie die Bibel wunderschön ist und zusammenkommt in dir, Jesus. Du bist der rote Faden durch die Bibel durch. Was wir lesen und sehen, bestätigt uns eines mehr, dass du der Messias bist. Dass du der bist, der die Erfüllung ist vom Alten Testament. Was über dich vorhergesagt worden ist, hast du erfüllt. Danke, dürfen wir das sehen. Ich bitte dich für eine neue Demut in meinem Herz, Jesus. Und für alle, die die Sehnsucht, den Wunsch auch haben, dürfen geistlich sehen, dass du neue Demut in uns entwickelst. Auf dass wir dürfen voll Belehrbarkeit zu dir kommen und sagen, verändere du uns. Gib du uns deine Augen. Wir möchten auf der richtigen Seite stehen. Auf die die Augen geöffnet bekommen, kommen und nicht die sich zumachen selber. Bitte schenk du uns Augen, die dich sehen, die dich verstehen, die dir nachfolgen wollen, die mehr von dir haben wollen. Wenn du einverstanden bist mit dem, wenn das dein Gebet ist, egal wo du jetzt gerade bist, daheim in der Stube, unten im Saal, da im Saal, sag doch mit mir zusammen Amen. 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 Und ich glaube, Gott gehört so Gebet. Und ich glaube, er handelt nach so Gebet. Und ich glaube, er wird uns eine neue Demut geben. Wir werden Sachen anfangen zu sehen, die er uns offenbart. Wenn du die Bibel morgen aufschlägst, oder am besten heute noch, glaube ich, dass er dir neu wird zeigen, was sein Willen ist. Dass du neu darfst rote Fäden da drinnen sehen, dass du das kannst lesen wie mit neuen Augen. Dass du darfst begeistert sein, wenn du so einen Text liest und siehst, wow, das ist pure Erfüllung. Das ist ein klares Zeichen, für wer du bist, Jesus. Das, glaube ich, kann passieren heute. Und morgen und in den kommenden Wochen. Und jetzt lass uns einfach miteinander den Jesus anbeten. Sind wir bereit, den Jesus anbeten? Hey, wenn ihr mögt, steht auf und lass uns ihn im Zentrum haben jetzt.